yeah. Die Fische sind wirklich nonstop am Steigen dort drin. Ui, ich kann es einfach nicht. Es hat sich ausgezahlt. Ich hatte gestern Morgen noch 97 Abonnenten und jetzt einfach 116. Also an dieser Stelle, ich weiß nicht was sagen. Danke vielmals. Ich danke jedem neuen Zuschauer, ich danke jedem, der liked, ich danke jedem, der kommentiert. Ich antworte auch gern. Auch wenn es nicht positive Kommentare sind, wenn es Kritik sind, lasst es mich wissen. Ich muss auch lernen. Also genau, eben dort beim Barschfischen habe ich auch mit der Wiederhöcke halt etwas falsch gemacht, wo man mich darauf hingewiesen hat. Ich werde jetzt nicht genau sagen, was es war. Ich habe es jetzt rausgeschnitten. Aber einfach für euch zum Wissen, Höcke mit Wiederhöcke sind nicht nur in der Benutzung verboten, sondern auch, wenn man sie nur mit sich trägt. Wenn man sie mit sich trägt, gibt es einen Buß von 50 Franken, wenn man verwünscht wird. Wenn man damit fischt und verwünscht wird, gibt es einen Buß von 250 Franken. Also, kein Wiederhöcke mitnehmen. Ich werde es heute am Rhein nochmal probieren. Einmal mit der Flügerrute, weil der Ilja das empfohlen hat. Einmal mit 5 Gramm Löffel, wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ist mir auch empfohlen worden. Und mit Maps, aber halt anders mit der Strömung fischen. Ja, es hebt gleich nicht so gut. Also wir sehen uns dann am Ufer wieder. Ciao, ciao! Ich bin hier immer am Ausschau halten nach einem guten Plätzchen hier unten. Aber bis jetzt sehe ich hier nur Rauch. Endlich ist der Frühling da. Vor 4 Tagen oder so noch abgefroren hier unten. Jetzt sind es angenehme 15, 16 Grad. Also locker Pulliwetter. Oh yeah! Ah, da sieht es gut aus. Langsam fließend und schön ruhig. Und ich habe einen Angler gespottet dort drin. Dann gehen wir halt ein bisschen weiter unten. Sieht nicht weniger gut aus. Dann probiere ich es jetzt gerade einmal. Mit dem neuen Dreher-Maps, den ich gekauft habe zuerst. Und dann nachher ist die Flügerrute auspacken. Das ist so ein ganz normaler Dreher-Maps von Stucki Fishing. Da komme ich genug weit raus mit dem. Noch weiter unten habe ich noch mehr Angler gespottet. Scheint hier auf dieser Seite in dem Fall ein beliebter Spot zu sein. Also jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Fische sogar steigen. Ich nehme gleich die Flügerrute zuerst. Ich höre die Fische sogar. Crazy. Es darf noch nicht hektisch sein, sonst gibt es nichts. Wir machen tiefenentspannt unser Ding und dann wird es schon eine beißen, früher oder später. Das Netzchen nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die Fische sind wirklich nonstop am Steigen dort drin. Ich weiß auch nicht, welche Tropenflüge dran tun. Ich weiß nicht, ob ich auch grössere Flüge dran tun muss. Ich habe nicht so ein kleines Mückeli dran. Vielleicht ist es einfach zu dunkel. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, mit was ihr jetzt hier Flüge fischen würdet. Ja, ich habe das halt einfach noch nicht so drauf. Aber mit dem... Ui, eine rutschige Sache da. Muss ich ein bisschen aufpassen. Schön weit draussen. Ich würde es auch cool finden, wenn irgendjemand sich besser auskennt mit Flügen fischen. Jeder am besten rausschmeißen, neben was für Köder halt. Weil ja, ich habe bis jetzt nur Erfahrung mit auf Sicht fischen am Bergsee. Ich sehe meine eigenen Flüge noch gar nicht. Ja, das war Quatsch gewesen. Das sind Maiflüge. Jetzt muss ich gleich schauen. Jetzt beobachte ich den Flüge. Ja. Habt ihr es gesehen? Okay, gut, dann weiss ich jetzt, was dran tut. Und zwar probiere ich es jetzt mit so einem grossen Oschi hier. Okay, schön weit draussen. Die checken das. Die checken das sowas vor, dass es kein Flügen ist. Die blöden Fisch.
Also die gescheiten Fisch. Oh, jetzt bleibe ich wieder an meinem Arschsackmesser hängen. Naja, verkackt. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, meine Flügelroute ist oder weich. Die wissen halt ganz genau, dass das kein Flügen ist. Ja, also ich wäre froh über Tipps, weil ich kann es einfach nicht. Geht's? Nein, bevor ich aufgebe mit Flügen fischen, probiere ich es noch mit einer anderen. Aber an dieser Stelle einfach mal danke an Ilja für den Tipp, weil ja, die sind brutal am Steigen da. Einen dran gehabt. Sehr gut, dann habe ich die richtigen Flüge gefunden. Ich gehe mal wieder ein bisschen weiter flussaufwärts hier. Ich habe jetzt leider keinen Biss mehr gehabt. Nicht, weil sie nicht aktiv sind, die sind die ganze Zeit am Fressen. Aber weil ich mit der Flüge nicht so weit rauskomme und auf der Maps beißen sie halt nicht. Deswegen werde ich nachher ein Stück flussabwärts laufen, dass mein Ufer dann auch aussieht wie das dort hinten. Eigentlich genau dort, wo ich letztes Mal auch war, einfach jetzt halt auf dieser Seite. Aber zuerst mal Biere. Ich muss es einfach noch mal probieren, die sind hier so aktiv. Ich habe hier leider nicht realisiert, wie weit ich eigentlich weg bin von der Kamera. Das werde ich nächstes Mal besser machen, indem ich die Kamera einfach am Kopf montiere. Also, sorry für den. Wichtig ist auch, sich beim Einkeschern genug Zeit zu lassen, weil die Fische haben noch mehr Kraft, als man denkt. Also, ich hätte euch gerne auch noch lebendig gezeigt, aber ich schaue immer darauf, dass ich die Fische schnell töte, dass sie nicht lange leiden. Aber es hat sich ausgezahlt. Was eine schöne Regenbogenforelle. Hat gut gekämpft, viel Kraft gehabt. Ein paar Mal Schiss gehabt, weil es halt noch Holz im Wasser hatte, dass sie sich dort verfangt. Aber haben sie rausgekriegt. Ich messe sie geschwind. Und von Kopf bis Schwanzspitze haben wir genau 34,5. Auf was ich immer achte, sobald ich einen Fisch gefangen habe, ist, wenn ich weiss, dass er genug groß ist oder wenn ich ihn gemessen habe, dann töte ich ihn so schnell wie möglich töten, dass er nicht unnötig Stress ausgesetzt ist. Und töten tue ich ihn mit so einem Fischtöter und schön zwischen die Augen schlagen. Am besten einer und dann richtig. Es kann auch sein, dass die Augen rausploppen, aber besser das als er ist nicht ganz tot. Dann kommt der Kiemenschnitt. Und zwar setzt man hinter dem Kiemenflügel an, sticht ihm durch auf die andere Seite und schneidet ihm dann hier durch. Und dann, wenn ihr seht, blutet er schön aus. Nicht ins Herz stechen, weil wenn er bewusstlos ist, pumpt das Herz noch weiter Blut, wie ihr seht. So blutet er besser aus, als wenn er schon durch das Herz stechen. Und dann zum Ausnehmen sticht man hier mit einem scharfen Messer hinein rein. Nicht zu tief, dass man nicht die inneren Organe verletzt. Am besten so heben, dass man sich selber nicht schneiden kann. Schön in der Mitte vom Bauch entlang. Bis ganz vorne durch. Und dann kann man das hier so öffnen. Und eigentlich alles schön in einem Mal rausrupfen. Und zum Schluss tun wir hier der Niere entlang, das ist das Dunkle hier, einen Schnitt machen. So. Und können das dann nachher mit dem Daumen so ausdrücken. Und so schnell hat man eine geputzte Forelle. Ich habe jetzt die Stelle nochmal gewechselt, weil in der Regel tue ich nicht mehr als einen Fisch so aus einer Stelle rausnehmen. Deswegen bin ich jetzt flussabwärts nochmal ein bisschen gelaufen. Dort, wo ich
auch letztes Mal schon gefischt habe. Das dort ist die Bank, wo ich letztes Mal war, wo es so geluftet hat. Hier ist das Wasser ein bisschen schneller, deswegen wird es wahrscheinlich nichts mit der Flüge. Ich probiere es mit Maps und mit dem 5 Gramm Löffel. Aber ich glaube, ich bleibe nicht allzu lange da und wandere vielleicht nachher noch mal ein Stück weiter auf, als was ich vorher war. Also ciao! Heiß ist es heute. Ich zeige euch gerade mal, wie das hier unten aussieht. Nämlich so hier. Und dort auf dieser Bank bin ich letztes Mal gewesen. Und dann dort gehe ich rauf und nachher über. Zuerst mal mit Maps, weil ich sehe nämlich keinen Fisch steigen hier. Dann probiere ich es jetzt einmal mit einem 5 Gramm Löffel von Stucki Fishing. Mal gucken, ob da der Typ etwas gebracht hat. Die Stelle hier gefällt mir jetzt nicht so. Weil hier sehe ich auch keine Steiger. Und ich habe mein Trinken vergessen. Ja, ich mache mich auf den Heimweg. Ich habe nichts zum Kühlen dabei für den Fisch. Und zu lange mag ich auch nicht so an der Luft haben. Deswegen gehe ich jetzt schnell heim, filetieren und ja, dann wäre es das gewesen für diese Episode. Wenn ihr irgendwelche Tipps noch habt, wie ihr fischen, gerne in den Kommentaren schreiben. Also ich habe jetzt auch ein paar Sachen umgesetzt, die mir vorgeschlagen worden sind und ich habe etwas gefangen damit. Danke Ilja. Lasst gerne Verbesserungsvorschläge da, Vorschläge für nächste Videos. Ich bin offen für alles. Also, danke vielmals fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.